können wir gefüllt werden mit dieser göttlichen Identität, mit dieser Substanz, die uns eben nicht im Leben einfach wirklich durch die Finger wieder rinnt? Darüber darf ich mit Tobi Teichen sprechen, zu dieser unglaublich starken Message. Lieber Tobi, es war für uns beide verblüffend zu merken, letzte Woche habe ich gepredigt, heute du. Und irgendwie, wir haben einfach beide über das gesprochen, wo der Heilige Geist gesagt hat, wir sollen sprechen. Wir haben das nicht abgestimmt. Also eine Serie entstanden. Ja. Ich bin gespannt, was Dave nächstes Mal macht. Du Minderwert, ich Selbstwert, er vielleicht Mehrwert. Mehrwert, das wäre... Das sagt sie genau, was Dave macht. Aber es kann wirklich gut sein, dass das nochmals sehr gut passt. Ja. So, wir hören dich nochmal. Ich beginne nochmal, ich stelle die Frage Ja. nochmal. Tobi, letzte Woche habe ich gepredigt Ja. über Minderwert loswerden. Du Selbstwert bekommen und es haben wir wirklich nicht abgestimmt. Nein. Das ist schon krass, hä? Ja, war vom Heiligen Geist inspirierte Serie. Ja. Ich habe Ja? ja gerade gesagt, ich bin gespannt, was Dave nächste Woche macht. Vielleicht du Minderwert, ich Selbstwert, er Mehrwert. Aber nein, er wird, glaube ich, was anderes bringen. Aber das ist interessant, wie so die Sachen dann zusammenpassen. Ja? Das ist wirklich, und für mich ist es auch wirklich ein Zeichen, offensichtlich will Gott uns da irgendetwas berühren und Ja. will uns segnen. Also Herz aufmachen, zuhören und Ja. darum, ich möchte da einfach mit dir nochmal ganz konkret so diese Dinge nochmal anschauen, ganz konkret, wie bringe ich das jetzt wirklich in meinem Leben? Und was mich wirklich begeistert hat oder wirklich so ein Moment für mich auch war, wo du darüber gesprochen hast, freudig Buße tun. Weil das ist wirklich ja dieser Moment, oder? Wenn man das Kreuz groß macht im Leben und dann dadurch eben die Demut wächst und gleichzeitig der Selbstwert wächst. Wie bist du, oder wann hat es in deinem Leben Klick gemacht, dass Buße etwas ist, was du brauchst? Ja, ich habe da länger für gebraucht, als ich zum Glauben gekommen bin, weil ich habe gemerkt, wenn ich in Dinge in meinem Leben hatte, wo Schuld oder so war, dann kam schnell Scham dazu. Ja. Und die Scham hat dafür gesorgt, dass es so was Schweres war, ans Kreuz zu gehen. Oh nein, jetzt muss ich wieder, so ein bisschen wie, ich muss bei dir antanzen als Joel und schon wieder um Vergebung bitten. Und dann komme ich so gebückt an und gehe gefühlt auch wieder gebückt weg. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Bibel darüber redet, dass es den Vater im Himmel gibt, aber es gibt auch den Vater der Lüge, der Teufel, der auch durch unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Fantasie versucht, uns Dinge einzureden, die aber Lügen sind. Und deswegen dieser Gedanke, ich muss jetzt mir, keine Ahnung, Gott liebt mich vielleicht nicht mehr so oder es ist was Schweres, aber es ist ja genau das Gegenteil. Jesus ist für alles am Kreuz gestorben, er kennt alles in meinem Leben, er liebt mich bedingungslos, also gibt es ja gar keinen Grund, mit Schwerien zu gehen. Auch nicht mit Anklage, weil der Ankläger ist wieder der Teufel und nicht Gott. Der Heilige Geist zeigt mir konkret Dinge. Und freudig Buße tun ist für mich etwas Neues. Es ist einfach so hinzugehen und sagen, Jesus, ich darf zu dir kommen. Vielen Dank, Heiliger Geist. Es ist so wunderbar, dass du mir was Neues gezeigt hast, wofür ich umkehren darf. Weil das zerstört mich. Ich will das nicht mehr. Ich danke dir für, dass du das gemacht hast. Und das anzufangen und einzutrainieren ist etwas Tolles, weil dann ist das Kreuz einfach so ein wunderbarer Ort, wie auch David, so stelle ich mir vor, König David, dass er sich so festklammert bei Gott und dieses Kreuz sozusagen in diesem Symbol auch annimmt und dort bleibt. Ja. Jetzt, wenn man das ja macht, oder, dann bringt man noch, oder all diese Dinge, auch den Stolz oder wo falsche Identität ist, bringt man ja vor Gott. Wie unterscheidest du, Dinge dürfen ja einen auch mal verletzen oder auch wehtun, wenn jemand einen verletzt. Das ist ja dann doch noch nicht jetzt, dass es darüber geht. Wie unterscheidest du das oder wie gehst du damit um? Was bringst du vor Gott oder wann? Also die Emotionen sind ein Geschenk Gottes und sie sind auch ein Hinweis dafür, dass etwas nicht stimmt. Ist ja auch okay. Die Frage ist einfach, was passiert damit? Ja. Und ein Freund von mir sagt immer, man muss die Emotionen komplett auf eine gute Art auch rauslassen dürfen an dem richtigen Ort. Das heißt, wenn ich jetzt verletzt bin, kann ich natürlich einfach zurückschlagen und in dieser Situation bleiben, aber dann ist dieses Zerstören geht immer weiter. Ja. Wenn ich aber einen Weg finde, dass ich die Emotionen bei Gott oder auch mit einem Freund, der mit mir zum Kreuz geht, einfach ganz ehrlich und alles zulasse und auch die Emotionen zulasse und alles, was da ist, macht David ja in den Klagepsalmen, in Rachepsalmen, der sagt ja zum Beispiel, meine Feinde sollen in ihrem Blut verrecken. Ja. Ist ja nicht so ein heiliges Gebet. Also Ja. ganz im Gegenteil. Ja. Aber ist ein Gebet. er fühlt das so. Ja. Er fühlt das so und Ja. das kennen wir auch. Unsere Gefühle denken, ich könnte dich jetzt. Ja. Und das darf bei Gott alles Raum haben und es auch rauslassen. Das finde ich so ganz wichtig, dass wir das machen. Und dann zu sagen, okay, Jesus, ich tausche das jetzt bei dir am Kreuz ein und ich danke dir, dass du es in mir machst, dass du es in mir hervorbringst. Und mir hilft der Hesekiel 36, 26, da heißt es, dass der Gott uns seine Gebote ins Herz schreibt, dass er uns ein neues Herz schenkt und dass er dafür sorgt, dass wir es machen. Das heißt, ich gehe ans Kreuz, tausche die Sachen ein und dann bete ich ganz oft Hesekiel 36, 26 und sage, danke, dass du mir ein neues Herz schenkst. Danke, dass du es in mir schaffst. Danke, dass du in deiner Kraft mir deine Gebote reinschreibst, weil ich schaff's nicht.
Ja. Also ich noch mal kurz, ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, dir jetzt auch einen Termin zu machen oder das ein bisschen zu planen. Komm, wir machen diese Woche mal einen Bußtermin bei Gott. Tobi, das ist ganz spontan, aber wie plant man einen Bußtermin bei Gott? Auf welche 3 Sachen? Also du hast Hesekiel 36, hast du gesagt? Ja, zum Beispiel, oder das hilft mir natürlich im Anschluss einfach, das zu machen und auch die Mentalität zu haben, die Lasten zu schauen, ob ich sie bei Jesus gelassen habe oder mitnehme. Weil Ja. ich habe so eine Tendenz in mir, dass ich zum Kreuz gehe, Gott was hinlege und wenn ich das Gefühl habe, er kümmert sich nicht schnell genug, nehme ich es mir wieder zurück. Und deswegen sage ich einfach, ich will lernen, einfach Gott zu vertrauen, sagen, du bist mein Hirte, Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Du weidest mich, du sorgst dafür und ich lasse es einfach bei dir am Kreuz. Und beim Bußtermin hilft, glaube ich, auch sich zu verabreden, wirklich, auch mit jemand anders. Also ich mache das gerne mit jemand anderem zusammen, weil ich dadurch im positiven Sinne gezwungen bin, einen Rhythmus zu haben. Ja. Deswegen habe ich ein paar Freunde von mir, mit denen ich mich regelmäßig einen Termin habe, nur eine halbe Stunde. Und da kann jeder einfach Sachen ans Kreuz bringen. Wow. Und das machen wir einfach, weil ich habe gemerkt, ich könnte das ständig. Ich kann jetzt mit dir theoretisch beten, ich kann hier mit jedem Backstage sofort beten. Ja. Aber wenn ich nicht einen Rhythmus habe, dann drücke ich mich manchmal davor. Also du bist gar nicht einfach erst dann, wenn du wieder stolz bist, Dann gehst mache du, ich es machst du wieder auch, Buße? dann mache ich es auch. Aber du ich sage es mal, planst ich das habe so einen regelmäßig? Rhythmus mit 2 Freunden, wo das einfach Raum hat und das ist eigentlich ein wöchentlicher Termin, aber wir sind mal unterwegs, das heißt plus minus alle 2 bis 3 Wochen haben wir so eine halbe Stunde und es geht einfach Buße los, zu tun. jeder geht einfach ans Kreuz und der andere ist dabei und ist Zeuge und spricht Vergebung zu oder hat einen Impuls vom Heiligen Geist. Wir müssen da umdenken schon. Ich merke schon, weil das ist da unsere Prägung ist schon ein bisschen anders. Ich tue dann erst Buße, wenn ich was ganz Schlimmes gemacht habe, aber das zu implementieren. Ja, das diese ist unbewussten Sünden, die sind ja ständig da, Ja. wo der Heilige Geist überführen kann. Und wir sind auch schnell in der Gefahr, jedenfalls ich, dass ich halt das dann so toleriere. Ja. Das passt jetzt schon, aber es ist eigentlich viel befreiender, Ja. das in einem regelmäßigen Rhythmus zu machen. Und obwohl ich, wie gesagt, im Büro könnte ich mit jedem wir haben lauter tolle Angestellte, Ja. aber das heißt nicht, dass ich es mache. Ja. Ich brauche für mich Verabredung auch. Vielen Dank, Tobi. Es ist so ein wichtiges Thema und wenn du auch in diesem Thema noch weiter dich beschäftigen möchtest, Tobi, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Who I Am. Who I Am. Und auch in unserem Store, icf.church/store, da findest du dieses Buch auch, Who I Am. Vielen, vielen Dank, Tobi, für das, was du heute hier reingebracht hast. Und Sehr wir gerne. müssen das jetzt mitnehmen. Und ich wünsche euch ein wunderbares, freudiges Bußetun bei Jesus.